So, hallo zusammen, willkommen zu einer nächsten Folge und einer neuen Aufnahmeserie von Kingdom Come Deliverance. Ich werde ein paar Sachen ändern, also vor allem etwas, und zwar habe ich mir jetzt schon einen Wikipedia-Artikel aufgemacht, damit ich euch dann ein bisschen von der Geschichte erzählen kann, die real ist passiert. Ich habe mich schon ein bisschen da reingelesen. Es ist sehr interessant, es sind sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Spiel. In der letzten Folge sind wir da zum Hauptmann Bernard geschickt worden, für zu üben mit ihm. Und das machen wir jetzt gleich zuerst. Und ich versuche immer so ein bisschen zwischendrin so ein paar Geschichtsfetzen einzustreuen, weil das gewünscht ist worden. Und das mache ich sehr gerne. Ich versuche jetzt das mal, ob das so klappt, wie ich das will. Noch schnell eine kleine andere Bemerkung. Es ist ein Update gekommen. Version 1.3. Allerdings, so wie es aussieht, nicht für PlayStation. Weil, man sieht es hier gerade, ich kann das Spiel nicht beenden und speichern. Und das sollte ich eigentlich können mit dem neuen Update. Ich weiß nicht, scheinbar ist es tatsächlich so, dass das nicht für PlayStation nicht gegolten, sondern nur für PC, was mich jetzt gerade ein bisschen nervt. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich hoffe, es kommt das gleiche Update hier auch noch, weil es sind sehr viele Verbesserungen gemacht worden und ich wäre froh um diese Verbesserungen. So heisst es zum Beispiel, ist der Taschendiebstahl sei besser geworden, sei einfacher, sei klarer, wenn ein Taschendiebstahl kann ausgeführt werden kann, wenn es wirklich grün ist. Also vorher war es so, dass man, auch wenn es grün war, manchmal hat einen Fehlschlag gehabt oder ist entdeckt worden. Und jetzt können Machines auch den Taschendiebstahl abbrechen, auch wenn man schon im Minispiel drin ist. Und trotzdem passiert einem nichts, ausser man sei gesehen worden natürlich. So. Aber es scheint da hier noch nicht impliziert auf der PlayStation-Version. Ich muss mir dann auch heute schnell in der Aufnahmepause schlau machen. Es scheint so der Fall zu sein, dass das noch nicht ist. Jetzt reden wir mal zuerst mit dem Hauptmann Bernard. Mal schauen, was der von uns möchte. Gelobt sei Jesus Christus. Ich würde einfach mal zuerst etwas fragen. Wie ist Herr Hanusch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt, ist aber gutmütig dabei. Na, ist aber nett. Was hältst du von Herrn Ratzig? Wie ich höre, hält er zum König und sitzt deshalb wohl in unserer Burg. Er scheint gerecht zu sein. Und die Leute sagen, er wäre ein guter Burggraf. Wie ist der junge Herr Capon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach, aber da wächst er schon noch raus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Ratay? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Super. Was wird aus den Skalitzer Flüchtlingen? Das wüsste ich selber gerne. Ich hoffe, dass sich die Lage bald beruhigt, damit ihr euch verziehen könnt. Ja, danke. Dann hätte ich schnell müssen. Türkstein ist eine Schlückchen schöne Wasser Burg. nehmen. Sie wird noch schöner, wenn ihr euch fortschert und ich meine Kammern wieder beziehen kann. Ja, ist gut. Okay, du hasst uns. Du bist ein Weißt du, Rassist wer insgeheim. Sigismunds Männer sind, Hauptmann? Man nennt sie Kumanen oder Kiptschaken. Unserem Herrn zufolge flohen sie vor den Mongolen nach Ungarn. Sie sind Viehhirten und ausgezeichnete Reiter. Und Barbaren, obwohl sie behaupten, Christen zu sein. Mhm. Okay. Danke, das wär's Dank. gewesen. Mehr wollte ich nicht wissen. Aber das wäre eine Ich komme wegen Grundausbildung. der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Nehmen wir das schon maulen. Kommen wir die mal maulen. Ich bin kein Junge. Das entscheide ich. Und momentan scheinst du genau das zu sein. Okay, Ah, grosser da Meister. du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Stimmt doch nicht? Ja, Also keine gut. Frage. Machen wir es nochmal, weil es kann nicht schaden. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt jetzt wieder. Ich will Dass mich es eine nicht neue wiederholen müssen. Aufnahmeserie ist. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Gut.
Versuch jetzt, mich anzugreifen. Aber doch, Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Schön. So. Das spitze Oh, Ende schon ist gemacht, kaliziert. okay. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Machen wir, komm. Gut gemacht. Ich habe mir gerade letztes Mal etwas sehr Interessantes angeschaut. Und zwar, Das genügt. Vollkontakt, Mittelalterkämpfe. Der Scheiß ist hart. Kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Das Zeug ist deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. verstanden. Nicht schlecht. Worauf wartest du? Schön. Sehr gut. Eben, und das ist ganz interessant, weil die hauen sich richtig mit richtigen Waffen richtig auf den Grind. Aber so richtig. Und bewege dein Schwert im Einklang mit dem Das müsst ihr euch mal reinziehen. Medieval Folk. Oh! Sorry, hä? Ah, L1, genau. Nicht schlecht. Sehr gut. Und die hauen sich richtig auf den Grind. Also wirklich mit der Waffe Vollgas. Und nicht etwa wenig, einfach Vollgas. Müsst ihr euch wirklich mal reinziehen. Zeig mal, was in dir Das ist steckt. richtig geil. Greif Also mich an nicht, und halt für dich mich nicht wäre es zurück. selber nichts, aber es ist recht krass. Also. Welcher Hund? Das war gut gewesen, oder nicht? Komm. Puff, puff. Das ist glaube ich nicht so schlecht, oder? Siehst du? Zuerst locken. Oh, hey, hey. Kollege, hey. Voll erwischt. Ja, nett. Scheiße. Ja, jetzt musst du mich nicht gerade hinüber machen, das sehe ich. Gut, Okay. das reicht. Du Scheinbar. bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an der ich mein Schwert nicht halte. Schön. Nicht schlecht. Schön. Schön. Gut. Schön. Ja, das wird noch interessant. Ich schnurre gerade wieder nicht, weil ich muss Alles, es was schon du wirklich. bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es Okay. ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Okay. Und was willst du mit dem sagen? Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. L1. Falsch. Was falsch? Was willst du noch von mir? So ist's recht. Okay, aha, okay.
Verdammt! Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Ja. Nochmal. So besser. War zu früh. Ja! Schön. Okay. Schön. So ist's recht. Gut gemacht. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Ja, das ist nett. Das war zu früh, ja? Au. Finde den richtigen Rhythmus. Schau, wie sich das Schwert bewegt. Beweg dich gleichermaßen und wehr es ab. Ja, das war zu früh gewesen. Nicht so. Ja, ich weiss. Jetzt hat er nicht... Schön. Was? Ah, das ist doch... Au. Gut gemacht. Okay, nice. Sehr gut. Sehr gut. Schön. Genau. Aua! Gut, Das- gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Also, Du musst üben. Los geht's. wir üben, wir üben. Wow! Au. Au. Cool. Verdammt! Ja, das war jetzt gerade daneben gewesen. Was willst du jetzt du? Hau ab! Warte kurz, Heinrich. Oh nein, jetzt muss ich sicher noch gegen den Giggle kämpfen. Was willst du? Was ist dein Problem? Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzis geschätzten Gast unterhältst. Kannst du etwa ein paar auf die Schnur haben, du Dasselbe siehst? wie einen Hammer zu halten. Was, Schmied? Herr Ratzig hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Oh nein, Du jetzt hast müssen doch wir dem nichts sicher noch dagegen, eine Bernhard. Lektion erteilen. Keineswegs, Herr. Ich bin hure schlecht in Guten dem. Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Ah, komm daher, zeig dir gerade, wer tut. Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Ja, Es mach gibt noch das, einen Weg, machen wir. Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Ich hab nicht den ganzen Oh, die Tag müssen Zeit. husten, excuse. So. Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange Okay, wartest. dann wieder Ich müssen werde husten. langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, Jetzt muss ich den mal spring wieder zur hören. Jetzt muss ich den Seite. hören. Das Oh, bringt mich es ist etwas aus wirklich dem Rhythmus und verschafft himmeltraurig dir einen mühsam. Vorteil. Das ist aber nur das. Und er? Ah, okay. Nicht schlecht. Genau. Das kann ich mir eh nicht alles merken. Nein, falsche Seite. Ah, sehe ich. Nein, nicht so. Ja, ja, schon gut, ey. Schön. Gut. Und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Au. Gott, der verkehrt weg gewesen. Aua.
Nein, ich hab gedrückt. Was soll der Scheiß? Ja, ist gut. Oh. Ja, ich hab gedrückt. Was soll's? Okay. Genau. Ja, ich hab gedrückt. Ernsthaft? Was soll das? Ja, Genau. ich check es langsam. Aber nur langsam. Warum? Sehr gut. Jetzt noch ganz. Aua! Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Wie bitte? Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Genau. Nichts. Gut gemacht. Gut gemacht. Nicht schlecht. Nein, nicht. So, 5 mal von 5, das ist nicht, nein, nicht Fang so. sie an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug Ja, dazu. vielleicht kann ich das Aber ja. nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Ja, ist gut. Okay. Wenn wir... Warte. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Ja, Komm mit. okay. Ich komme mit. Also, ich tue euch einfach mal schnell heute auf dem Weg dorthin noch etwas verzapfen und dann ist es schon wieder so weit. Es sind wieder 17 Minuten. Ah, Mist, ich bin nicht mal dazu gekommen, groß etwas zu erzählen. Also, der Wenzel von Luxemburg, aus dem Geschlecht der Luxemburger, hat den Beinamen gehabt, der Faule. Oder auch Wenceslaus. Tschechisch Václav, das kann ich leider nicht so aussprechen, wie man das eigentlich müsste. Am 26. Februar 1361 in Nürnberg geboren und am 16. August 1419 auf der Wenzelsburg gestorben. Und das ist im heutigen Stadtgebiet von Prag. Er ist seit seiner Krönung im Kindsalter von 1363 bis zu seinem Tod 1419 als Wenzel König von Böhmen und von 1376 bis zu seiner Absetzung im 1400 römisch-deutscher König gewesen. Von 1373 bis 1378 ist er zudem Kurfürst von Brandenburg gewesen. Das Haus Luxemburg vereint somit für den Fall von einer Königswahl 2 Kurstimmen. Die böhmische und die brandenburgische, also Brandenburger, brandenburgische auf sich. Er war mit der Johanna von Bayern und der Sophie von Bayern verheiratet gewesen. Beide Ehen sind kinderlos geblieben. So. Das einfach mal zu dem. Ich versuche in der nächsten Folge noch mal ein bisschen mehr Sachen darüber zu erzählen, aber jetzt gehen wir noch einmal über die Folge beenden, weil wir sind bei 18 Minuten und das habe ich eigentlich gar nicht wollen. Der Kampf ist wieder länger gegangen, als ich vorgehabt. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.